Grüß dich, da ist deine Nashitya und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit meiner Sony Cam. Und zwar sitze ich heute auf dem Boden und ja, ich sitze heute auf dem Boden, weil ich mit euch über etwas reden will. Und zwar wollte ich mit euch heute über Vorbilder reden. Und zwar allgemein eure Vorbilder, ich als Vorbild und allgemein wie ihr größere YouTuber als Vorbilder nehmt. Für mich sind YouTuber schon in Menge Hinsicht ein Vorbild. Denn es gibt viele, meistens eher jüngere Zuschauer, die genau so werden wie ihre Lieblings-YouTuber. Man kann einen YouTuber mit einer gewissen Grösse mittlerweile schon mit einem Fußballprofi vergleichen. Kinder, die früher eher wollen, nach ihrem Fußballprofi kommen und genau gleich können spielen wie die wollen heute einfach so werden wie ihre YouTube-Stars. Aus dem Grund sollte man immer zweimal überdenken, was man in einem Video sagt und oder macht. Hey zusammen, ich bin Simona vom Kanal Simona. Ja, die liebe Natascha hat mich gefragt, ob ich ein bisschen was erzähle, wie es ist, ein Vorbild zu sein in YouTube. Und ja, darum mache ich das heute. Also, alles was ich mache auf meinem Kanal ist Covers und eigene Lieder. Darum vielleicht habe ich ein paar Leute inspiriert, selber Covers zu machen. Aber ja, ich denke, wenn ich einmal eine größere Community habe, denke ich schon, dass es sehr wichtig ist, auch ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass man das Vorbild ist. Auch wenn man dann ein YouTuber ist, mit einer grossen Fanbase, kann man nicht einfach machen, was man will, ist ja klar. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber sonst denke ich, es ist was sehr Cooles, ein Vorbild zu sein, weil man all diesen Leuten, die sozusagen zu dir aufschauen oder was auch immer, dass man denen auch neue Sachen zeigen kann, sie inspirieren kann, was ich einfach mega cool finde. Und es ist auch so, durch YouTube habe ich selber persönlich mega viele neue Leute kennengelernt. Auch jetzt mit meinem Freund. Also ich finde einfach, YouTube ist einfach mega krass. Und ja, das wäre meine Sicht zum ganzen Vorbild-Thema. Ich hoffe, ich habe da was Gutes sagen können. Bis! Jetzt komme ich zu Vorbildern, und zwar wie ich ein Vorbild für euch bin. Und zwar habe ich eine Fanpage. Und die Fanpage heißt Nashitya Fan-Account 2.0. Und ich finde, ich habe so eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Fan-Account und auf YouTube und allgemein irgendwie so eine riesige Verantwortung gegenüber euch, also meine Community. Ich weiß auch nicht, also es ist immer wieder so, ich drehe ein Video oder zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal etwas drehe und es funktioniert nicht und ich irgendwie fluche oder so in einem Video, denke ich mir nur so, soll ich das rauspiepsen? Soll ich das rausschneiden? Ist das confirmed? Was tut das YouTube überhaupt erlauben? Weil ich bin kein YouTube-Partner und man muss halt schon aufpassen, wenn man YouTube-Partner ist und auch, wenn man nicht YouTube-Partner ist, eigentlich. Man muss bei beiden Sachen aufpassen. Also besonders aufpassen bei Musik und Schimpfwörter und sexuelle Inhalte. Und ja, also wenn ich ab und zu mal fluche in meinen Videos, finde ich das schon schlimm, weil ich habe das Gefühl, ich habe eine Verantwortung gegenüber euch und ja, also allgemein, ich finde, ich habe eine Verantwortung und ich finde, fluchen ist schon sehr schlimm. Eigentlich sollte man nicht fluchen. Fluchen ist nicht schön, aber ich mache es nicht außerhalb. Ich mache es nur daheim. Und wenn es mich wirklich aufregt, dann kann es mal passieren, dass mir vielleicht etwas rausrutscht. Aber sonst versuche ich so wenig wie möglich in den Videos zu fluchen. Wirklich. Und das ist halt eben, weil ich bin ja als Vorbild für die Leute, die meine Videos schauen, finde ich. Und ich finde, fluchen ist schon für mich so
schon so etwas Das ist Schlimmes. Das ist so ein bisschen meine Meinung über YouTube. YouTube ist auch schon mit dem Video und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, ade.